Ich will aber da jetzt nicht mega theoretisch nur sein, wenn ich jetzt all die Einnahmequellen oder die Umsatzquellen für Künstler aufzähle. Ich will euch da jetzt auch an der Stelle auch einen Praxistipp geben, wenn es darum geht, das Masterrecht oder das Publishingrecht, wenn mich Leute halt fragen, ja gut, wie kann ich, Alex, ich schreibe meine Songs selber, ich bin auch der Künstler von meinen eigenen Songs, ich produziere vielleicht auch noch nebenbei, ich bin auch noch gut im Instrumentals machen, in den Instrumentierungen. Wie kann ich jetzt das Optimum ausholen? Wie kann ich jetzt am meisten Geld rausholen für Songproduktion oder wenn ich jetzt selber Musikschaffender bin? Dort halt ein Praxistipp, wo ich ganz wenig gesehen da in der Schweiz, ist auch relativ einfach und ist eher dann auf der Publishing-Seite, auf der Verlagsseite, nicht auf der Master-Seite, sondern auf der Songwriting- und Publishing-Seite. Und dort ist die ganz einfache Prämisse, ich sehe halt ganz viele Künstler und Künstlerinnen, die selber ihre Songs schreiben und die Songs, die sie schreiben, auch meistens für ihre Releases verwenden. Aber die wenigsten Schweizer Künstler, die ich jetzt irgendwie kennt habe oder wo ich jetzt da diskutiere tagtäglich, nicht so viel von denen kommen auf die Idee, als Praxisbeispiel, einfach mal für andere Leute zum Beispiel Songs zu produzieren oder zu schreiben. Weil vielleicht ist man halt guter Texter, aber seine eigene Künstlerkarriere ist vielleicht noch nicht dort, wo sie soll sein, weil man hat erst gerade angefangen als Künstler oder Künstlerin. Und dort würde ich auch wirklich empfehlen, dass man die Songs, die man schreibt, dass das vielleicht nicht zwingendermaßen Songs sind, die man alle selber verwenden für seinen Release, sondern tun auch mal einen Schritt weiter denken oder um die Ecke denken und machen zum Beispiel Writing Camps. So, das empfehle ich ganz oft Leute, die halt ganz viel schreiben oder Texter sind, Autoren oder Komponisten, die gern selber Instrumentierungen machen, aber gleichzeitig auch Künstler sind, schreibt für andere, platziert eure Songs auch bei anderen Leuten. Weil das ist dann plötzlich eine Einnahmequelle, die man neu erschaffen tut, die vorher gar nicht existiert hat. Weil der Standard, so wie ich ihn kenne, ist halt, man ist Künstler oder man wacht irgendwann einmal auf, wird Künstler sein oder Künstlerin und denkt sich, ja gut, easy, ich habe jetzt nicht gerade ein Team um mich herum, ich schreibe die Songs selber. Und nachher passiert es halt automatisch, dass man gar nicht so fest an andere denkt oder dass man die Songs auch für jemand anderes verwenden für andere Personen, sondern man denkt automatisch, ja gut, das wird einfach ein Song sein, der nachher in meinem Musikkatalog ist, weil das ist, vielleicht hat man es aus seiner persönlichen Sicht geschrieben. Aber vor allem für Leute, die da sehr kreativ sind und ganz viele Texte pro Tag schreiben, denken dort zum Beispiel nicht einmal, ich würde ja nicht mal sagen egoistisch, aber denkt dort vielleicht auch mal so weit, dass ihr den Song, den ihr vielleicht geschrieben habt, euch anhört und denkt, ja, vielleicht sollte der gar nicht zu mir kommen. Vielleicht sollte der bei dem anderen Künstler oder bei der anderen Künstlerin, die ich geil finde, platziert werden. Vielleicht hat man da irgendwie eine natürliche Connection zu anderen Leuten, die auch Musik machen. Und dann platziert man bei denen den Song. Und jetzt kann man mich fragen, ja gut, Alex, aber was ist das für eine Einnahmequelle plötzlich entstanden? Oder was ist das jetzt? Ja, dort ist jetzt bist du vielleicht nicht mehr der Künstler, aber weil du den Song geschrieben hast und den hast irgendwo platziert, hast du jetzt plötzlich Songwriting Credits bei einem anderen Künstler-Release. Und wer weiß, hätte man den Song selber veröffentlicht, als Interpret, als eigener Künstler oder Künstlerin, wäre der vielleicht gar nicht so weit gegangen wie ein Song, wo man bei jemand anderem platzieren. Darum dort ein ganz einfacher Praxistipp. Wenn ihr in einem Kollektiv sind, oder du bist mit Musikern und Musikerinnen zusammen am Arbeiten, denk nicht immer daran, dass der Song zu deinem Release muss gehören. Vielleicht platzierst du ihn auch einfach irgendwo. Oder vielleicht kommst du auf die Idee, mit deinen 2 Kollegen oder Kolleginnen ein Songwriting Camp zu machen, so wie das in Amerika oder international ganz oft passiert, dass sich 4, 5 begabte Songwriter zusammentun oder halt Produzenten und die erschaffen nachher einen Song. Aber die verstehen vielleicht nachher auch das Prinzip,
dass der Song vielleicht bei einem anderen Künstler oder bei einer anderen Künstlerin viel besser aufgehoben ist. Und durch das Songwriting Placement, sage ich jetzt mal, wenn du der Texter bist von einem geilen Song, wo irgendwo ein anderer Künstler verwendet, durch das Songwriting Placement kommst du nachher plötzlich auch Geld über von der Suiza, weil du als Autor oder als Autorin dort eingetragen wirst. Auch wenn das nicht dein eigener Release ist. Darum, am Anfang versteht ihr vielleicht ein bisschen von der Folge, wo ich erklärt habe, Master und Publishing Right. Das ist halt nicht das Gleiche und darum gibt es auch die Unterscheidung, weil der Interpret, es kann sein, dass der Künstler, wo den Song performt, nicht den Song geschrieben hat, sondern da vielleicht zwei andere Schreiber oder Autoren dabei gewesen sind, die auf der Verlagsseite, auf der Publishing-Seite dem Künstler geholfen haben, oder der Künstlerin. Und vielleicht kannst du halt einer von diesen Songwriter sein, oder Produzenten, wo einfach den vollständigen Song gemacht hat, geschrieben hat, und der ist nachher einfach dem Interpret. So. Und dann macht man irgendwie einen Einnahmensplit ab, dass man vielleicht auch noch am Master etwas dran verdient. Oder man kommt halt einfach mehr Prozent über von der Verlagsseite. Ihr seht halt, und plötzlich, wenn halt dann der Song, wo man platziert hat, irgendwo im Radio gespielt wird, oder öffentlich performt wird, bekommt man halt als Songwriter dann auch Geld über, obwohl man gar nicht physisch dort ist. Darum ist es sehr, sehr essentiell und wichtig, und vielleicht habe ich das am Anfang ein bisschen, ja, lasch angefangen oder so, aber ihr versteht jetzt vielleicht, könnt jetzt ein bisschen nachvollziehen, was der Zusammenhang ist, und dass es halt sehr wichtig ist, dass man den Unterschied versteht. Weil wenn man das nicht so versteht, dann kann man dort natürlich auch nicht eine Einnahmequelle neu generieren, wo vielleicht schon die ganze Zeit auf dich gewartet hat dort, aber du hast die Situation gar nie ausgenutzt. Darum ganz einfach Praxistipp: Denkt bei Songs, die ihr erschafft, denkt nicht unbedingt daran, dass es nur eure Songs sein und euer Release, sondern die Songs könnt ihr auch irgendwo anders platzieren, und mit diesen Musikern oder Künstlern könnt ihr dann einfach abmachen, hey, wir teilen uns das Autorenrecht, das Publishingrecht oder die Suiza-Gelder. Dahinter hat euch natürlich nichts daran, das zu machen.